Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ich habe in der letzten Episode noch was verdummbeutelt. Wenn ich jetzt schon wieder zurück war beim Gallenstein, hätte ich nämlich noch was einsacken können. Ich habe mir jetzt wirklich nochmal die Komplettlösung durchgelesen. Ich muss es wirklich gestehen, ich bin so Panne, ich musste das machen. Ansonsten hatte ich nämlich echt keinen Plan, wie es weitergeht. Unser Ziel in Asitopia ist wieder der Anfang, weil du ganz am Anfang, wo diese Tentakel waren, steht ein Teleporter. Und mit dem müssen wir uns Richtung Edgar teleportieren. Ja, hier habe ich trotzdem noch was verdummbeutelt. Moment, wo haben wir es dann? Da ist wieder was drin. Und zwar die gute Atomaxt. Sehr schön. Haben wir die nämlich auch noch gekriegt. Da haben wir nämlich alle Waffen im Spiel voll. Und ich finde definitiv, dass ich mich nochmal dringend nochmal aufpumpen sollte. Entschuldigung. Und hier kriegen wir noch die Nitro-Formel. Die ist auch sehr nützlich. So, dann machen wir stattdessen den Hagelsturm raus. Große Explosion. Die ist definitiv sehr praktisch. Für diese Formel benötigst du Dynamit und 2 Schmierfett. Klingt explosiv. Aber hallo. Wo haben wir es dann? Wir können es zweimal einsetzen, weil wir nur 2 Dynamit haben. Das ist etwas Panne. Aber sollte uns noch irgendwie weiterhelfen. Gucken wir gerade, was der nochmal hat. Der Knabe, Schwefel, Ethanol. Ja, davor haben wir alles mehr als genug. Erstmal nicht speichern, das machen wir beim Igor seltsam wieder. Nee, ich wollte nicht mit dir sprechen, du komischer Kerl. Nee. Von Wunderlinge wie dir habe ich genug mittlerweile. So, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder alles. Und jetzt geht's wieder ab nach Asitopia. Das ist aber ein Assilade, schlimmer als Neukölln. So, jetzt geht's wieder hoch. Schade, dass man das nicht auf der Weltkarte sieht, wie das anscheinend als Raumstation über ganz Evermore schwebt. Naja. So. Wir haben es ja auch mit mittelalterlicher Methode gepackt, wo hier zu kommen. Södeler. Bei dir hätte ich jetzt mal ganz gern speichere, Kerl. Ja, aktiviere den Teleporter. Natürlich. Oh, hoppla, das wollte ich nicht machen. Alles wunderbar. Viel Glück, Ackermann. Ja, ich mag den Spielstand gern. Speichere im Labor. Und, so, tschüss. Mach's gut. Und mach's besser. So, da. Jetzt geht's also wieder zurück hier in dem Saftlader. Die Axt wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich hätte ganz gern die Bazooka mit den Cybergranate. So, wir schießen uns wieder den Weg frei, zurück auf der Anfang. Und, so, Ackermann, herkommen. Moment, können wir hier eigentlich durchflitzen? Tatsächlich, wir können durchflitzen. Sehr schön. Dann sollten wir das auch nutzen. Und, wieder auf A1, genau, da würde ich gern hier. So, wo bist du, Ackermann? Einmal brauche ich dich. Und der Endboss-Kampf gegen den Edgar, der ist auch nicht gerade so ohne, muss ich dazu sagen. Von denen haben wir nicht mehr so viel. Nehmen wir doch lieber von der Plasma-Granate erst einmal. So. Zieht zwar nicht allzu viel ab, aber das macht nichts. Ich mag jetzt erstmal hier nur durchkommen bei dem. So. Level 32 habe ich 8. Es wurde mir eigentlich Level 40 bis 50 empfohlen bei dem Online-Gedöns, wo ich es noch gelesen habe. Aber ich glaube, das können wir uns schenken. Ich renne jetzt nicht nochmal hier rum, bis ich Level 50 habe. Das kann ich vergessen. So, jetzt sind wir hier. Hoppla. Volle Kanne auf der Tastatur noch ausgerutscht. Vor lauter gut noch schier die Finger gebrochen. Mann. Also ihr könnt nicht sagen, dass ich mich hier eine 3 hänge vereiche, um das zu spielen. So, das war jetzt der einfache Weg. Zack. Und direkt wieder zur A1 runter. Dann haben wir es gepackt. So, wir sind kurz vor knappig. Also wieder zurück. Geh weg, du ekliges Ding. So. Hund macht glücklicherweise kurzer Prozess mit so Viecher. Und weiter geht's. Als weiter, nicht beachte. Ach, wenn die Spiele wollen, ich will nicht mit einer Spieler. Na komm schon. Ja, ich will da durch. Wenn irgendwie möglich. So, jetzt nochmal. So. Na also, wunderbar. Jetzt müsste das Ding eigentlich irgendwie funktionieren, hoffe ich doch. Stark.
So, also nochmal hier, schwuppdiwupp. Ja, genau, schieß mit Raketewerfer auf Ratte. Das ist sinnvoll. Immer wieder Investition wert. So, jetzt geht das Ding AA, perfekt. Magst du Spielstand speichern? Das ist doch mal die Idee des Jahrhunderts. Ich wünsche, es täten mich die Leute öfters mal frohe. Metalllager. Außer der Kai. Der Kai ist der Einzige, der mich froht, ob ich mal ab und zu Spielstand speichern mag. Das finde ich immer sehr aufmerksam. Okay, ja, wie ich mir's gedacht habe, da müssen wir tatsächlich hier in diese einsame, verlorene, in der Mitte von Acitopia befindliche Luke. Also dann. Diese epische Musik. Uah. Ja, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich, ihr liebe Leute. Zack, immer auf die Dinger drauf. Auf die Ventilatoren muss ich, glaube ich, drauf gehen, ne? Am besten ohne drauf zu gehen. So. So. Uah, jetzt kriege ich die Scheiße auch noch ab hier. Noch einmal. Verdammt nochmal. Ja, ihr Mistdinger. Mich kriegt ihr nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob das erfolgreich ist, was ich da schaffe. 999 Schade hat es irgendwo gerobbt. Warte mal, halte mal den Gaul an. Ich mach mal vorsichtshalber einen Hauch der Kraft auf uns beide. Zip, zip. Sehr schön. Okay. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich was bringt. Ich sollte mal vielleicht der Hund wählen. Der ist ein bisschen stärker als wir. Okay, das bringt tatsächlich was, dass ich die Dinger angreifen kann. Dann sollte ich aber wirklich aufladen. So, immer kräftig gegen A-Renner. Und dann schießen wir mal die volle Ladung drauf. Ich weiß nicht, ob es was gebraucht hat. So. Noch einmal wieder Lader, bis gar nichts mehr geht. Und hoffen wir, das funktioniert. Achtung. Nö, es scheint nichts zu bringen. Ah doch. Doch, es bringt schon was. Aber du musst ich anscheinend wirklich voll aufladen, dass ich den Dinger irgendeine Art von Schade beifügen kann. So. Zufügen kann, nicht beifüge. Zack. Okay, einer ist kaputt. Sehr schön. So, da reißen wir mal die Ventilatoren jetzt ein. Und ich weiß nicht, ob sowas gebraucht hat wieder. So. Da bin ich auf jeden Fall sicher. Weil da ist das Ding rausgerissen. Okay. Zack. Okay, die habe ich schon mal verletzt. Und das ist nicht unerheblich, würde ich sagen. Okay. So. Nimm das. Ich hoffe, das hat wieder ordentlich Schade gerobbt. So, nochmal bis hoch. Wenn die Dinger aufdrehen, dann bin ich wieder der Gelackmeierte. Okay, noch einmal. Zack. Und es trifft wieder was. Sehr schön. Komm schon. Geh. Zieh. Boah, Mann. Du noch. Jetzt aber. Peng. Sehr schön. Die Dinger habe ich auch wieder abgerobbt. Und der Ventilator ist, glaube ich, noch der einzige, der jetzt noch kaputt gehen muss. Meine Fresse. Es geht aber auch ab die Lutze hier. So, noch einmal. Jetzt habe ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob es was gebraucht hat. Ah doch, irgendwas ist kaputt gegangen. Das ist immer das Beste. Wenn irgendwas wenigstens kaputt geht, dann weiß ich wenigstens, dass ich gut die Arbeit geleistet habe. So. Und auf die Schniss. Ja, ich habe wieder was kaputt geschlagen. Das ist doch die Hauptsache. Oh, Ackermann, pass auf, dass du verwischt wirst mit einer dapperte Granate. Irgendwas habe ich bestimmt erreicht. So, nochmal. Puh. Also im Pappenstiel ist der Boss jetzt auch nicht alle schon, was das Verstehe angeht, ist es etwas schwieriger.
So. Bis man dann mal den Dreh raushaut und weiß, wie es funktionieren soll. Okay, ich glaube, der Ackermann verschwendet hier einfach nur Ressourcen. Das ist nicht so gut. Wähl doch mal. Wähl doch mal. Die Elfenbeinlanze aus. Dann machen wir noch dein Verhalten ein bisschen anders. Weil der Hund macht einfach wesentlich mehr Schaden. Wir machen dich jetzt mal offensiv. Machen dich mal auf Level 2. Dann kannst du wenigstens den Schampel noch aufladen. Kannst du ein bisschen Schaden noch beitragen, ohne dass du gleich zig Granaten dafür opferst. So. Peng. Einer wieder kaputt. Fehlt nur noch ein Mikrofon. Weil das sieht für mich nicht wirklich noch, das sieht für mich nicht noch, Ventilator aus. Okay, das hat mal wieder nichts gebraucht. Heieiei. Und die explodieren in riesigem Schaden da ohne die Dinger. So, jetzt ist kaputt. Jetzt haben wir es gepackt. Gut, die Dinger sind hinüber. Ackermann. Jetzt können wir die Teile umlecken. So. Und jetzt bauen sich lauter Monitore auf. So viel zur menschlichen Kraft. Oh, da ist ein Raptor, der abgebildet ist. Jetzt haben wir es mit dem zu tun. Okay, wie wär's dann mit einer Stärkung? Wir könnten Kosmokraft gebrauchen. Probieren wir es da einfach mal aus. Das ist natürlich saumäßig praktisch. Das ist natürlich saumäßig praktisch. So, halt dich doch mal. Du laden wir sofort automatisch auf den Höchststand. Das ist natürlich saumäßig praktisch. So, Ackermann, guck doch mal, was die haben. Ah, okay. Die Roboter bloß nicht angreifen, sonst erscheinen Gegner, die sehr stark sind und viel aushalten. So. Jetzt erscheinen wieder Raptoren. Also, wo seid ihr? Als truffende Wetter? Klar. Okay. Ja, die Dinger, die machen schon sehr viel Schaden. Halt dich mal. Besser ist das. Okay, sehr schön. Also die Kosmokraft ist auf jeden Fall was saumäßig Praktisches. Das ist etwas, was ihr in so einem Bosskampf super gut gebrauchen könnt. So, jetzt wieder auf der Ackermann. Ich stehe jetzt mir heilen Modell Leverwurst. Da kann nämlich der Reinigungsroboter einen rosa Erwit machen. Kosmokraft lässt nach, das ist nicht gut. Moment. So. Jetzt können wir es wieder auf beide machen. Gott. Allerhaupt, was erscheint jetzt? Mal wieder Raptorer. Sehr abwechslungsreich, unser guter Edgar. Und... Gott. Das ist schon sehr praktisch. Gott. Okay, wunderbar. Dann wieder ab zum Ackermann. Und lassen wir mal den Reinigungsroboter sein Dienst erledigen. Der hat uns so nichts gemacht. So, dann geht's weiter zu. Oh, jetzt kommen die fiese Dinger. Die können ja auch schon ordentlich was einstecken, haben wir gelernt. Okay. Und jetzt sind die auch noch richtig frei hier in ihrer Umgebung. Das ist natürlich doppelt bitter. Ich schieße einfach die ganze Zeit auf die Mitte drauf, in der Hoffnung, dass es irgendwie dann irgendeiner trifft. Das ist nicht die Best-Version, aber es funktioniert doch irgendwie. Komm schon. Kosmokraft lässt nach. Das ist nicht gut. Ackermann, behebt den Schaden bitte. So, dann kannst du noch zusätzlichen Krafthauch auf mich, auf den Leverwurst schmeißen. So, sehr schön. Dann jagt mal weiter die Mistviecher hier. Und
du kannst gleich noch mal auf dich selber machen. So. Okay. Ja, das kriegen wir schon hier. Wobei die Musik hier schon etwas ätzend ist. Muss ich mal so nebenbei anmerken. Gut, hui. Vor allem kommt die mir ewig laut vor, die Musik. So. Ja, dann saug Nummer ein, was es abzusaugen gibt. Und danke für die Dienste, Reinigungsroboter. So, was kommt jetzt? Oh. Jetzt kommt eine Kopie. Naja, weg ist er. Das ging ja fix. Und ein zweiter Toasterhund. Okay. Den können wir auch noch fertig machen. Wobei der Toasterhund schon echt mächtig ist. Man sieht ja auch schon dort, dass der Toasterhund erheblich mehr Schade macht und erheblich mehr aushält. So. Ja, also echt, der Ackermann ist hier eigentlich nur zur Nebenrolle degradiert, könnte man sagen. Weil der eigentliche Haupt-Damage-Dealer ist hier eigentlich wirklich der Hund. Gerade in Asitopia hat der Mensch eigentlich kaum noch was zu melden und die Maschine, der Hund, ist das eigentliche Instrument hier, was bewirkt. So, heil doch noch mal kurz. Okay. Und weiter geht's. Oh Manometer, der hält aber auch was aus. Der schluckt ach wie ein Trucker noch Feierabend hier, der Hund. Mann, 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 Mann. Okay, wieder ein bisschen was ausgedeelt. Scheiße. Komm schon. Also ohne die Kosmokraft wären wir auch hier ziemlich gearscht, muss ich sagen. Da geht mal ewig und 3 Tage dran sitzen. Obwohl, okay, Moment, Ackermann. Es wird Zeit für die Gigakraft, würde ich sagen. So, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber das macht nichts. Das ist das Wertstoff dafür, dass wir voll geheilt werden. Und dann den ich noch zusätzlich sage, es ist Zeit fürs Superschild. Und es ist Zeit fürs Kraftfeld. So. Okay, dann ist wieder Zeit für die Kosmokraft. Also das ist auf jeden Fall ein Bosskampf, der den Titel auch verdient hat. Da hockt man wirklich ewig dran im Kampf. Mir war gar nicht mehr bewusst, wie lange man dort tatsächlich dran sitzt. So, jetzt mal einen Schluck Wasser. Ah, sehr schön. Und weiter geht's. Okay, die Bildschirme explodieren. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt der. Deswegen wollte ich auch ursprünglich zum Vulkan nochmal hochgehen, als mein Prähistoria wieder waren. Weil das ist jetzt die zweite Version. Das ist der Lavarex wieder, aber als Maschine. Und wir machen verdammt viel Schade hier. Zauber lässt nach. Okay, nicht die Kosmokraft. Das ist gut. Als weiter drauf auf dem Lavarex. Kraftfeld absorbiert Treffer. Okay. Jetzt attackiert er uns mit Alchemie, der Sack. Kraftfeld absorbiert Treffer. Okay, Moment. Kraftfeld machen wir nochmal auf uns beide. Okay, dann hätte ich noch ganz gern ein Superschild wieder auf uns beide. So, und die Kosmokraft lässt auch wieder noch. Das heißt auf jeden Fall wieder auf beide. Dafür müssen wir aber beide in Sicht sein. So. Puh. Meine Fresse. Also, die halten hier richtig was aus, die Gegner zum Schluss. Ja, komm schon. Und
deswegen ist es auf jeden Fall auch geschickter, wenn man den Hund selber spielt.